Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder der Chris. Hoffe es geht euch gut, hoffe alles klar bei euch in eurem Leben. Liebesleben, Arbeitsleben, Privatleben, Gamerleben. Und mein Gamerleben läuft auf jeden Fall auch schwer in Ordnung. Das Drumherum zum Glück auch, wenn ich das so darf sagen. Und Titanfall trägt einfach wirklich einen grossen Teil zur momentanen positiven Gaming-Einstellung bei. Weil gerade Dishonored 2, die ich mir noch nicht gezogen habe, hat ja nicht wahnsinnig gut abgeschnitten, leider. Also es gibt leider immer wieder irgendwelche Gurken, die dann schlecht laufen, leider optimiert sind. Ja. Und einfach auch vom Game Design ein paar sehr fragwürdige Entscheidungen treffen, aber das liegt auch im Auge vom Betrachter natürlich immer. Wiederum hier im Titanfall 2 haben sie einfach schon vieles richtig gemacht. Es gefällt mir, wie schon 2-3 Mal kurz erwähnt, ausgezeichnet. Ich bin hier momentan eine neue Maschinenpistole am Ausprobieren. Vapor oder Vesper, nein nicht Vesper, aber irgendetwas mit V glaube ich. Gut, wenn man sich so auskennt, oder? Der weiss, von was das er redet. Auf jeden Fall spielen wir hier auf dieser wunderschönen Map, wo der Name anfänglich sicher auch eingeblendet war. Und hier ist halt gegen so einen Dächerkampf. Wo jetzt glaube ich keiner von den kollegialen oder auch gegnerischen Piloten so ein Geschütz. Wäre mir auch nicht speziell aufgefallen während dem Zocken. Da habe ich ein paar Mal jetzt richtig Schwein gehabt. Vor allem, dass die Maschinenpistole auf die Distanz noch so Schaden macht, finde ich sehr nice. Und ich finde auch das Geräusch richtig nice, wie sie schießt. Mama, gefällt mir gut, mal noch ein bisschen aufleveln. Also es hat niemand so ein bisschen Sentries, das heisst, dass sie eigentlich gerne Piloten nach oben. Titans können natürlich nur durch die Strassenschluchten ziehen, werden also häufig auch von oben attackiert. Ein interessantes Setup und die Spieler sind nicht unbedingt so zufrieden mit den Maps, scheint es, vom Titanfall 2, aber also ich finde die voll in Ordnung. Hey. Sicher nicht mehr das gleiche wie im ersten Teil, aber eben, es ist ja auch der zweite Teil. He? Und da kann man doch die ein oder andere Veränderung erwarten. Weil immer nur mehr vom Gleichen. Naja, mal in gewissen Situationen auf jeden Fall auch genügen. Alright, ihr seht, ich habe die Zeiten gekommen, versuche doch ein bisschen mein Glück mit dem Danebenschießen. Aber solange dass man eben hier die computerkontrollierten Gegner immer schön abkassiert, ist man sowieso in einer sehr guten Position, die Matcharbeit zu gewinnen. Und gestern bin ich auch auf ein paar Teams gestoßen, wo er vor allem zwei menschliche Spieler sehr gut miteinander gespielt haben und dann wird es tricky. Weil zwei Titans, die sich decken, oder eben auch zwei Spieler, die logischerweise zusammen arbeiten, sind massiv effizienter, als wenn ich hier mit meinem computergesteuerten Titan rumziehe. Und ich versuche zum Teil auch natürlich bei den Kollegen zu bleiben, aber auf der anderen Seite ist es aber fast besser, wenn man sich so ein bisschen alternative Routen sucht. Und von denen gibt es ja hier zu genügend. Oder zu genügen. Wenn wir dann hier schon so irgendwie hochgestochen, die rumschwafeln, dann bitte auch korrekt. Und bei dieser Map bin ich eigentlich, ich würde sagen zu 80% bei dieser Bank, wo wir jetzt hinter mir eben haben gefunden, wo ich auch das Geld abliefere. Die andere befindet sich hier. Da hatte ich ein bisschen Mühe gehabt. Aber am Schluss schädert es dann auch gleich. Eben die andere Bank bietet sich hier in diesem Gebäude links von mir, die ist auch nicht so schlecht. Aber natürlich mit dem Titan nicht so gut zu überblicken wie die bevorzugte dort zwischen den Gebäuden. Die momentane Mission ist hier, die computergesteuerten Titans zu killen. Die haben immer recht viel Leben im Vergleich zu den Titans, wo die Menschen kommen können. Aber ja, zusammen nimmt man die locker voneinander. Und wenn man hier seine Spezialfähigkeit aktiviert, beim Ton ist es ja eben der Salvo Core, dann kannst du so einen schon relativ geschwingt in die Knie zwingen.
wie schon erwähnt, ist es aber wirklich immer das Problem, der letzte Schuss, der bekommt der Kill. Und da kann man zum Teil schon schön reinschlitzen und mittlerweile mache ich mir das oft auch zum Vorteil. Schön, dass ich da auch noch verwünscht habe. Jetzt habe ich einiges an Kneten dabei, jetzt will man natürlich nicht unbedingt sterben. Das Schöne ist auch, man kann hier chillig nebendurch gleiten und während dem einzahlen. Und die Distanz, die ich jetzt am Einzahlen war, würde normalerweise gar nicht funktionieren, um den Zahlungsprozess zu initialisieren. Aber weil man halt eben schon vorher hat angefangen zu zahlen, kann man auch über eine grössere Distanz das Geld auf die Bank abdrücken. Finde ich noch schön, die ganzen kleinen Details, die man dann austüfteln kann und wo man auch merkt, mal, die Siechen haben sich wirklich einiges überlegt. Gefällt mir gut. Und auch die Grafik. Sehr stimmungsvoll gemacht. Wunderschön hier die japanische Zierkirsche. So, der pinke Baum. Irgendwie so heisst das Teil. Sehr, sehr nice. Und was halt auch sehr nice ist, ist PlayStation 4 Pro. Es ist natürlich fraglich, ob es sich jetzt lohnt, 430 Steine zu investieren. Ich kann die Frage mit gutem Gewissen, mit einem absoluten Ja bestätigen. Weil es ist so, dass selbst wenn ich jetzt noch keinen 4K-Bildschirm habe, das Titanfall läuft jetzt stabil mit 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung von 1440p. Das heisst, eine höhere Auflösung als mein Screen eigentlich überhaupt darstellen kann. Aber weil es natürlich höher gerechnet wird, hat das Spiel trotzdem eine höhere Schärfe, einen höheren Dateigrad. Der geht vielleicht ein Mühe verloren, weil es dann wieder auf einen 1080er Screen reingedrückt wird. Aber wie gesagt, der Zuwachs an Klarheit, an Schärfe ist merkbar. Wirklich sehr, sehr nice. Beim Battlefield 1 ist es auch so. Haben wir eine stabilere Bildrate und auch eine höhere Auflösung im Durchschnitt, weil dort wird ja mit einer dynamischen Auflösung gearbeitet. Und das ist eigentlich etwas sehr Cleveres, muss ich wirklich sagen. So können sie mehr oder weniger oft garantieren, dass es mit 60 Bildern pro Sekunde läuft und gleichzeitig, man, dass ich das sicher jetzt nicht bereicht habe, ist schon ein bisschen leid gewesen. Also, und gleichzeitig können sie dann eben mit einer variablen Bildrate, schade, immerhin 10 Steine banken. Mit einer variablen Auflösung, so habe ich es sagen, können sie dann eben die Bildrate garantieren. Und das ist ja eigentlich super, aber beim Battlefield 1 hat man zum Teil gesehen, dass es nicht unbedingt so gut funktioniert hat. Und durch einen Bug ist es häufig bei gewissen Spielern scheinbar, und ich habe das auch ab und zu erlebt, dazu gekommen, dass es halt sehr pixelig hat ausgesehen. Und das ist jetzt komplett verschwunden. Sie haben es sicher auch ein bisschen gepatcht, aber durch die höhere Standardauflösung, Durchschnittsauflösung durch die PlayStation 4 Pro ist es noch mehr zum Augenschmaus geworden. Es ist natürlich noch nicht mit einem High-End-Gamer-PC zu vergleichen, aber hey, eben für 430 Steine ist es beeindruckend, was hier für Bildschirm gezaubert wird. Und dann mit einem 4K HDR OLED Low Input Lag Screen muss das eine echt neue Dimension darstellen. Und man kann äußerst gespannt sein, in meinen Augen, was die Xbox One Scorpio-Version nächsten Herbst wird bieten. Weil die wird noch einmal mehr Power haben, logischerweise. Ein Jahr später heisst ein Jahr Verbesserung, ein Jahr bessere Preise. Und PS4 Pro hat sich ja ein bisschen zurückgehalten. Klar, die Grafikkarte ist doppelt so strong, hat doppelt so viel Power. Aber beim Prozessor, der ja nicht sonderlich stark ist, ja, das weiss man, der ist sehr gut optimiert, aber ist halt nicht unbedingt jetzt so ein starker Prozessor, der Jaguar. Ist es so, dass sie nur etwa 30% mehr haben rausgeholt mit etwas höherer Taktik. Und wenn jetzt näher Scorpio von Microsoft dort noch ein bisschen mehr rausholen kann, durch vielleicht noch den einen oder anderen Zusatztrick, ja, kann man gespannt sein. Sony ist ja allgemein auch ein bisschen zurückhaltender Weg jetzt
gegangen mit der PS4 Pro. Es wird ja nicht jedes Game per Default unterstützt, sondern man muss das per Patch in dem Sinn aktivieren. Dort können sie vermutlich noch ein bisschen Geld verdienen, weil die Patches müssen, glaube ich, auch irgendwie zertifiziert oder was auch immer aktiviert auf ihrem Netz werden. Und gleichzeitig wird auch dafür gesorgt, dass sicher jedes Game auch auf der normalen PlayStation 4 noch funktioniert, was auch ein absolutes Muss ist, auf jeden Fall. Aber scheinbar bietet Microsoft und eben das Xbox Betriebssystem die Möglichkeit, dass dann wirklich jedes Game, und das sind mittlerweile natürlich nur Gerüchte, von Haus aus mehr, besser, schöner, schneller wird aussehen, weil es dort nicht nur speziell einen Patch braucht, um das zu aktivieren. Also man kann gespannt sein. Stell dir vor, wenn er irgendwie Forza Horizon 3 plötzlich auch mit 60 Bilder pro Sekunde läuft und noch mit einer höheren Auflösung. Halleluja. Man kann gespannt sein und klar muss man jetzt öfter in Geldbeutel, Bündel, Moneybag reingreifen, um sich halt ein neues Spielzeug zu holen im Vergleich zu den alten Konsolenzyklen. Aber dafür ist man halt einfach grafisch schon auf einem Level, wo man muss sagen, cool, das kann wirklich mit einem guten PC einigermaßen mithalten, weil sie halt einfach viele Tricks anwenden können. Wie eben das Checkerboard Rendering oder was sie auch sonst noch in ihren Geheimlabor am Ausdüfteln sind, Microsoft und Sony, weil sie halt einfach gleich eine einheitliche Plattform haben und nicht wie auf dem PC 1000 verschiedene Konfigurationen. Ich bin doch voll im Seichen. Aber der Titan steht noch, ich habe den Salvo-Core ready. Ich habe leider schon wieder den Pilot verpasst, nicht bereicht. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn so ein Pilot über eine riesige Distanz mit dieser 40 mm abkassierst. Ja, der Ton ist schon super. Viele spielen eben schon mit dem Legion. Oder dünkt es mir auch, weil der ist halt schon noch brief. Der kann eigentlich nicht so viel, aber er hat halt einfach ein Strubs MG, wo er noch ein Schild drumherum bauen kann. Ist nicht unbedingt jetzt so taktisch zu spielen. Ich will da sicher niemandem zu nahe treten, weil der hat sicher auch seine Eigenheiten, die man ein bisschen ausdüfteln kann. Aber eben, der hat einfach pure Feuerkraft. Der klatscht dich einfach gegen die Wange und wenn du nicht irgendeine gute Rückzugsstrategie hast, frontal bringst du sich eigentlich nicht zu Boden mit dem anderen Titan, wenn du allein unterwegs bist. Ja. Darum, das ist halt schon immer eine wichtige Überlegung, welche Wege wähle ich und wo hat es vielleicht Mitspieler, wo man den Rücken stärken kann. Wegen der PlayStation 4 Pro möchte ich noch ganz kurz erwähnen, sonst habe ich noch nicht ganz so viele Games getestet, ausgecheckt und häufig sieht man es ja wirklich am besten eigentlich, wenn man es nebeneinander hat. Aber eben die zusätzliche Klarheit, nur schon vom PlayStation 4 Menü, ist auf jeden Fall eben auf 9080er Screen gut sichtbar. Was aber auch noch sehr erwähnenswert ist, und dort hat Sony eigentlich ein bisschen zu wenig Werbung dafür gemacht. Es ist nicht auch verständlich, weil sie vermutlich die regulären PlayStation 4 Nutzer nicht verstimmen. Hey, ich hänge sonst noch das zweites Gameplay an. Ich hoffe, es stört niemand. Schnell schauen, was ich hier noch finde. Wenn wir den noch kurz laufen haben. Ja. Okay. Also der wechselt jetzt geschwind zum nächsten. Ich bin selber auch nicht ganz sicher, wieso dass ich die Gameplays gespeichert habe. Darum ist es auch für mich immer wieder sehr interessant. Also eben, PlayStation VR profitiert also sehr stark. Schau jetzt. Exoplanet heisst Map. Jetzt sieht die gleiche noch einmal. Sorry for that. Aber mir gefällt sie gut. Ich hoffe euch auch. Die Farbgebung, wie schon gesagt, ist wirklich tiptop. Und jetzt müsst ihr schnell schauen beim Start. Ich finde es auch cool und hier profitiert man jetzt auch wieder von zusätzlicher Klarheit, dass man Piloten sieht,
auf der Gegenseite auch aus dem Schiff rausspringen. Gut, es ist fraglich, ob man es auf YouTube sieht. He? Nach dem ganzen Renderzeug und so. Also PlayStation VR, dritter Anlauf würde ich sagen, der profitiert wirklich extrem von PlayStation 4 Pro. Und das ist nicht wahnsinnig eine Überraschung für mich. Nicht, weil ich irgendwie eine Glaskugel habe, um in die Zukunft zu schauen, sondern ich habe es ja auch schon auf dem Vive gesehen. Weil mit dem Super Sampling kann man ja Games, wenn sie das unterstützen, entweder das Vertreiberlevel oder halt einfach in die Einstellungen vom Game, kann man die auch zu einer höheren Auflösung motivieren. Und je nach Game, je nachdem wie anspruchsvoll das halt auch ist für das System, kann ich zum Teil bis zu einer doppelten Auflösung fahren vom Standard Vive Display. Das heisst, einfach gesagt, haben wir einen 1080er Screen und ich laufe jetzt einfach mit 2K Auflösung. In Zahlen weiss ich jetzt gar nicht, was das heisst. Das könnte die 1440 sein. Da müsst ihr jetzt auch vor Augen nachschauen. Auf jeden Fall habe ich einfach eine doppelt so hohe Auflösung, wie der Bildschirm darstellen kann. Und dann kann man auch wiederum sagen, ja, was bringt denn das? Wenn man das dann mal in Action sieht, es ist so, dass das Bild doppelt so scharf gerechnet wird. Und wie gesagt, durchs Downsamplen, wie man dann sagt, um von einer höheren auf eine tiefere Auflösung zu kommen, verliert man auf jeden Fall wieder ein bisschen von dieser Klarheit, aber man behaltet die Details halt einfach gleich. Weil wenn du ein Bild in einer höheren Auflösung rechnest, selbst wenn das dann abskaliert wird, du behaltest eine höhere Klarheit, als wenn du es mit einer tieferen Auflösung rechnest. Das ist pure Mathematik. Und das ist gerade eben beim PlayStation VR, wo ja bei gewissen Games dann halt schon ein bisschen Kanten sichtbar waren, gewisse Schärfe haben vermissen. Der Unterschied ist jetzt gut sichtbar. Und das Riggs habe ich ja wie eine Wilde gespielt, habe das letzte Mal wieder ein paar Matches gespielt. Ist momentan noch tricky, weil das Titanfall 2 halt einfach so flasht. Aber kaum im Riggs gsi, gedacht, probiere ich schnell ein Match. So nach 4 Games habe ich dann müssen sagen, ja easy, jetzt wechsle ich wieder mal zurück. Es hat mich wieder reingezogen. Und wie gesagt, das Bild ist einfach schärfer. Und wenn du die zwei Bildschirme direkt vor deinen Augen hast, ist das noch einmal ein markant grösserer Unterschied, als wenn du den Screen vor dir hast. Und darum, jedes Prozent zusätzlicher Performance, wo man seiner Hardware abgewinnen kann, ist momentan für Virtual Reality absolut essentiell, weil du hast einen direkten Benefit, einen direkten Vorteil in diesem Virtual Reality. Ist wirklich eine Schönheit. Und dadurch hat man ein klares Bild, ein angenehmeres Bild, ein stabileres Bild. Du hast weniger von dem Pixel Crawl halt bei diesen schrägen Kanten, wo man halt immer die Treppenbildung hat. Und das sorgt für ein besseres Spielerlebnis. Es ist so simpel, halt wiederum Mathematik, und rein von dem her, eben, überlegt euch gut, was ihr spielt. Wie viel Knete das ihr ausgeben könnt, das ist natürlich der wichtigste Faktor. Aber macht es nicht von einem 4K-Screen abhängig. Und wer natürlich dann auch den 4K-Screen hat, mit HDR ist er auf jeden Fall geputzt und gestrahlt und hat noch ein markant besseres Spielerlebnis. Jetzt habe ich 2-3 Mal recht mies daneben geschossen bei diesem Typ. Aber jetzt müsst ihr dann schauen. Okay, du siehst, gehst mir auf Nerven. Jetzt gibt es immer noch den Plan B, sich einfach aus dem Staub zu machen. Zum Teil bleiben sie die einem näher, aber ziemlich mühsam auf den Fersen. Und vor allem der Raketenwerfer macht halt auch massiv Schaden. Aber die Piloten bleiben ja näher, ich kenne es auch selber nicht allzu lange an einem dran. Und dann kann man sich dann vielleicht später um sie kümmern. Darum abschliessend, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel getestet. Aber was ich mitbekommen habe, PlayStation 4 Pro ist absoluter Bringer. Klar, eben die Einschränkung, dass es kein 4K Blu-ray-Laufwerk hat, mag für gewisse wirklich eine Einschränkung sein. I don't care. Und klar hat sie noch ein bisschen mehr Power vertreibt, das kann man ja eigentlich immer sagen, oder? Aber für diesen Preis, es gibt kein PC, wo die grafische Qualität momentan herbringt für so einen Preis. Überlegt euch das mal, 430 Steine. Ich meine, 1080er Screen
hat mittlerweile jeder daheim, auch irgendwie ein Grossi oder so. Darum ist die Anschaffung kein Faktor mehr. Und dann hast du deine Konsole, die sicher für Games noch ein bisschen mehr zahlst als beim PC. Ah, sorry schnell. Der Typ hat mich richtig oft gefickt in diesem Titan. Aha, darum habe ich mir das Gameplay gespeichert, weil ich da ziemlich abgehackt habe in meinen Augen. Und dann habe ich gedacht, das schaue ich mir jetzt hier mal an. Und es ist doch zwischendurch auch noch erfrischend, wenn wir nicht immer nur die besten Gameplays gezeigt haben. Alright, genau da ist er. Der Christian X oder so. Ja, wie gesagt, es gibt keinen PC, wo die grafische Pracht kann herbringen momentan. Also rein von dem her haben sie es absolut geschafft in diesem Preissegment. Das ist ganz ein wichtiger Faktor. Es ist so, dass es ganz strube PCs gibt, die ganz strube Grafik herklatschen können, aber für eben 430 Steine wirst du nicht finden. Darum, Big up für Sony, wirklich ein schöner Move in meinen Augen. Ich hoffe, dass sie die Spieler ein bisschen zusammenhalten, dass sich in den Multiplayer-Games durch PlayStation 4 Pro keine allzu grossen Vorteile ergeben. Es wird zwangsläufig Vorteile geben, weil nur schon eine höhere Auflösung sorgt eben für mehr Klarheit, kann dafür sorgen, dass die Distanz etwas noch erkannt werden kann, wo bei einer tieferen Auflösung nicht ganz so gut gesehen wird. Das sind aber auf jeden Fall in meinen Augen absolute Grenzfälle. Und ich denke, dort haben die Leute alle mehr ein Problem mit ihren Korrekturen, Brillen, nicht vorhandenen Brillen, was auch immer, einfach optische Einschränkungen, als dass im Game wirklich einen Ausschlag wird geben, ob du jetzt besser bist oder nicht. Ja, ja. Aber ich würde sie wieder kaufen, auf jeden Fall. Ich würde sie wieder kaufen. Merci noch fürs Feedback. He? Der eine oder andere, der nicht so Interesse hat. Ein paar, die sie gekauft haben. Ich bin gespannt, was die offiziellen Verkaufszahlen sind, weil eben so wahnsinnige Vorteile bringt es eben schon nicht, wenn man nicht so auf die halt gleich Nischenprodukte PlayStation VR steht oder auf 4K-Screen, wo ich meine, ich bin nicht ganz sicher, wie Menge das so ein 4K-Screen jetzt schon daheim hat. Es werden sicher immer wie mehr. Darum war es der richtige Move gewesen. Und wie gesagt, ein Jahr nach mit der Scorpio. Es ist echt eine spannende Zeit. Hey. Ja, auf jeden Fall. Was auch spannend war, ist, dass hier von dem Nintendo NES Mini oder so hat es scheinbar nicht wahnsinnig viel. Werden jetzt irgendwie schon zu richtig strauben Preisen auf eBay und so verklickert. Das ist wieder mal so ein Totalfail von Nintendo wie bei den Amiibos. Und vielleicht ist es auch eine bewusst gewählte Entscheidung, das kann natürlich auch immer sein. Aber am Schluss verarschst du eigentlich deine Kunden, wenn du zu wenig Zeug produzierst und wenn absehbar ist, dass wirklich ein riesiges Interesse wird vorhanden sein, ist es eigentlich schade, wenn man nicht nur schnell ein bisschen wartet und noch 2-3 mehr produziert. Aber was weiss ich schon über ihre Marketing- und Verkaufsentscheidungen. So, den Spot habe ich einfach schon noch gerne, das seht ihr vielleicht. Gerade dann, wenn ich nicht so weiss, was läuft. Oder wenn da so ein Titan unter seiner Kuppel wartet. Ist man da eigentlich schon noch gut geschützt halt. Und kann gleich in Bewegung bleiben. Jetzt hier easy ein paar Treffer landen, weil das tut ja unten links auch immer mit Titan auffüllen. Dass ich den Cape dann mal kommen kann. Und mein Kollege scheint es hier unten auch noch gäbig zu finden. Also, ja, ich werde sicher jetzt auch immer, wenn ich die Map spiele, ein Auge drauf haben, was für Leute sich umtreiben, weil die haben ja vielleicht auch eine Vorliebe dort zu chillen, was mir wiederum
kann ermöglichen, die abzukassieren. Zieh dich mal rein, Mann, der Hunter oder was das ist, ey. Das ist so ein computergesteuerter Roboter. Richtiger Frechtag, sagt er. Sicher ist bis dort aufgejumpt. Zum Glück kommt man zum Teil schon noch aus recht haarigen Situationen raus. Und zum Glück habe ich so ein Pro-Aiming. Halleluja, hey, zum Teil werde ich ein bisschen überrascht, zum Teil, ja, hilft nicht einmal der Aim Assist von der Konsole. Aber das ist eben auch das Gute, hier im Titanfall, klar, wenn jetzt eine super präzise Salbe ist, gewünscht natürlich mehr Gunfights, als wenn zum Teil so leicht schießt wie ich. Aber es spielt jetzt nicht ganz so eine grosse Rolle, weil irgendwann bekommt jeder sein Titan. Und auch dort spielt der Skill natürlich eine kleine Rolle. Aber ja, dann nimmst du halt einfach den mit dem Maschinengewehr und Pfeffer ist überall klein. Und dann wirst auch du, der sonst nicht so gut bereicht, etwas treffen. So. Ihr seht, das Rennen ist eigentlich einigermaßen spannend. Und gerade in so Momenten, wo es fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, wäre es vielleicht noch wichtig, wenn man einzahlen. Den Typ habe ich leider nicht getroffen. Den schon. Aber er hat mich auch nicht gesehen. Vorhin. Ja, da ist der Gegner schon gestorben. Zum Glück ist sie Totenköpfe. Weißt du, sonst würde ich aber ewig nach diesen Siechen suchen. Ja, ja. Der Christian ich gesagt, sagt kein Wunder, ist das so ein Unsichtbarkeitstyp. Und ich habe es ja auch die noch nicht so gern. Das wäre ein schöner Moment gewesen, wenn der Nebsi nicht von hinten mir in den Nacken ballert hätte, dann hätte ich diesen Typ genüsslich von annehmen. Aber ja, so geht's. Wenn man abends zu lang zögert, dann kann es sein, dass man halt abkassiert wird. Jetzt ziehe ich das rein. Per Zufall habe ich den Christian mit meinem Greifhaken verwünscht. Und er hat es nachher zu mir gezogen, ich habe es zuerst nicht geschnallt. Und mit einem schönen Schlag nachher können beenden. Also sehr, sehr nice. Und das haben sie, glaube ich, auch im Trailer gezeigt. Das ist jetzt das erste Mal, wo mir das gelungen ist. Muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr üben, weil es sind stylische Kills, die man mit diesem Game einfach machen kann. Ja, ja. Jesus. Ich sollte irgendwie so ein bisschen Werbebotschafter werden, weil ich habe echt fast nicht mehr gut zu erzählen. Und die Spieleranzahl wird leider nicht unbedingt mehr. Mittlerweile sind es so um die 800, wenn ich aber online bin. Das heisst meistens spät am Oben. Ja, ja, der hat schön drauf, der Kass. Ja, das ist halt schon nicht unbedingt optimal. Und es kann schon sein, dass es irgendwann sich so weit ausdünnt, dass man halt nicht mehr so gut Games findet. Aber solange das noch nicht passiert, genieße ich es echt noch. Weil für mich ist Titanfall einfach... Hey, hat es irgendjemand noch nicht mitbekommen? Echt ein super Game, hey. Wie sieht es eigentlich so aus mit dem Modern Warfare Remastered? Jetzt habe ich schnell schauen, was da noch abgeht. Genau, mein Geschütz ist da ziemlich schön am Reinheben. Der Pilot ist irgendwie nicht rausgejumpt. Und ich lerne die Maps noch immer kennen. Es gibt noch immer Connections, die ich noch nie gesehen habe. Also von dem her sehr schön. Alright, jetzt hier am Schluss hat es noch einen schönen Können gegeben. Es gibt auch noch so einen halbschönen, auch einen kleinen Verpeiler, einen kleinen Nachlader. Immerhin jetzt noch einen Abkassierer, aber auch ich. Weil die im Rettungstransporter hocken, können durch rausschießen, was auch schön ist. Ja, jetzt habe ich komplett den Faden verloren und mal Modern Warfare Remastered. Genau, wie ist es eigentlich? Wie spielt es sich? Es gefällt es noch gut. Die Sachen, die dazu mal genervt haben, sind ja immer noch drin. Das ist das Martyrium und Danger Close oder... Ja, ich weiß nicht genau. Aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spass wie ich. Das ist eigentlich die Message, die ich hier rausgeben will. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ich hoffe, dass ich das nächste Mal eine andere Map als Exoplanet habe. Genießt den Sonntag noch. Tschüss zusammen, macht's gut.